Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Chill Hero. Auch in diesem Video steckt eine Haufen Menge Arbeit, also würde ich mich auf jeden Fall über eine positive Bewertung freuen. Und falls du Fan von MCP-Content bist, dann abonniere gerne auch diesen Kanal. Welches Pack das ist und wie das aussieht, das seht ihr nach dem Intro. So, sind wir in der ersten Runde auf der Map Ivory und das Pack, um das es sich heute handelt, heißt, lass mich kurz nachgucken, Amethyst, ich glaube, das ist richtig ausgesprochen. Es ist ein sehr komischer Name, aber auf jeden Fall Amethyst heißt es, glaube ich. 16x, das heißt, es ist ein 16x Pack, mit dem ich auch schon tatsächlich öfters im Stream gespielt habe. Und da sich echt viele das Pack damals auch gewünscht haben, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, das so zu releasen. Oh. Jo, bevor es überhaupt anfängt, haben wir schon den ersten richtig crazy Fight. Genau. Das Pack ist, glaube ich, das 10k-Pack von dem YouTuber Intel Edits, falls ihr den kennt. Der hat jetzt mittlerweile schon sicher über 10k, lul. Aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, sein 10k-Pack. Und ja, aus dem englischsprachigen Bereich, wie man deshalb auch vermuten kann. Ihr wisst, ich bin Fan von hochauflösenden Packs, aber dieses Pack hier hat mich absolut überzeugt. Aber wirklich absolut. Das Pack wurde mir von einem YouTube-Member von mir, also von einem Kanalmitglied, zugeschickt und er hat mich gefragt, ob ich supporten kann. Und da ich halt für Kanalmitglieder abschwabbel, glaube ich, ja, einfach mich dazu entschlossen habe, den Pack zu supporten, falls sie das möchten, so als kleines Dankeschön. Habe ich ihm das gepottet und habe dann das ausprobiert. Und als ich das dann ausprobiert habe, war ich absolut begeistert. Also ja, ihr seht, es hat einen Grund, wieso ich euch das heute vorstelle. Genau, die Mainfarbe dieses Pack ist, wie man unschwer erkennen kann, violett. Also ich denke so, ja, so ein hellviolettes Pack, genau, ist die Mainfarbe, denke ich. Die Erze sind extrem SW-tauglich, also das ist, glaube ich, auch ein SW-Pack, soweit ich das richtig gesehen habe. Und ja, man kann halt direkt erkennen, was ist. Vielleicht ein bisschen langweilig so, aber I mean, man muss jetzt auch nicht immer das absolut Spannendste, ja, oder man muss halt jetzt nicht immer die spannendsten Erze haben. Auch die Rüstung, klar erkennbar, was Stadia ist und die Schwerter auf jeden Fall auch klar erkennbar, einfach von der Farbgebung her wurde das sehr gut gelöst. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das Pack wirkt irgendwie so mega verspielt auf mich. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie, wenn ich dieses Pack angucke, dann kommen so richtige Kindheitsgefühle in mir hoch. Ich weiß nicht genau, wieso das hier so ist, aber schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob es euch eventuell ähnlich geht oder ob ihr das gar nicht so empfindet. Die Ender Pearl sieht auch geil aus. Oh mein Gott. Ja, man sieht insgesamt einen sehr klar definierten Stil. Ich habe keinen Zoom-Mod, ich muss das hier mal so zeigen. Man sieht einfach einen klar definierten Stil von den Schwertern, von allgemein den Tools. Und das ist was ich bei vielen Packs vermisse und deshalb umso mehr froh bin, dass dieses Pack das auf jeden Fall hat. Das Fire ist ein Low Fire und auch im violetten Stil. Und mit Low meine ich echt Low, also das sieht man kaum. Man sieht, dass man brennt, aber halt, es stört gar nicht. So, bevor wir den killen, folgt mir gerne auf TikTok, Chili Hero heiße ich da. Lade ich öfters mal ein paar Sachen hoch. Hier seht ihr noch den Bow. Okay. Bitte sag nicht, er ist runtergefallen. Okay, ist er nicht. Okay, er hat sich gesaved. So, moin, Boy, hast du Bock? Kann man hier durchschießen? Oder ist das nicht möglich? Das ist nicht mal mein Kill. Unfair, sehr unfair. GG an dieser Stelle. Wir sehen uns in der zweiten Runde. Weitere Runde, neues Glück. Holen wir uns direkt mal das Zeug. Die Erze sind in Violett. Das habe ich, glaube ich, gar noch nicht gesagt. Also wirklich einfach, ja, Mainfarbe Violett. Gefällt mir gut. Es ist so ein bisschen ein netteres Violett. Das ist nicht so grell. Es ist, ja, angenehm zum Angucken, sage ich jetzt mal. Der Sky ist relativ basic, also der Sky ist halt einfach so ein typischer Skyward Sky. Ist jetzt nicht so meins, aber I mean, es passt gut zum Pack und es ist einfach auch angenehm zum Spielen, mit Skyward spielen, deshalb
jo, ist das auf jeden Fall kein Minuspunkt für mich. Die Goldherzen sehen auch ultra sick aus und passen einfach auch mega gut zu diesem Violetten. Mir ist aufgefallen, ich habe schon in letzter Zeit öfters mal violette Packs vorgestellt. Okay, Tango. Sind wir fully? Ja, wir sind fully. Okay, dann sollte der kein Problem werden. Außer er hat ein Achterschwert. Echt, er hat mich ja fast nicht gehittet. Ja, moin. Violettes Pack und violettes Team. Richtig geil. Partikel seht ihr auch nochmal kurz. Sind ähnlich wie das Fadenkreuz, sehe ich gerade. Ja, sind ähnlich wie das Fadenkreuz. Gefällt mir. Und ja, wenn wir schon bei den Goldherzen waren, vom HUD kann man allgemein nur absolut schwärmen. Also, das HUD ist echt absolut geil gemacht. Ja, einfach diese Kombination von dem Essen und dem, okay. Essen und den Herzen und den Goldherzen und der Hotbar an sich, also dort, wo die, oh ja, okay, er hat Bock zu bridgen. Okay, WTF. Clutch. Und jetzt holen wir noch den hier. Also immerhin tryen wir es, okay. Jo, das hat funktioniert. Genau, Fadenkreuz ist geil zum Spielen. Also es passt, es ist nicht so. Es ist nicht boring, es ist was Neues, man kennt das nicht unbedingt. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, was mir ja, sehr gut gefällt. Allgemein das Pack, man könnte sagen, es ist ein bisschen mädchenhaft, aber das ist an dieser Stelle mir jetzt eigentlich relativ egal, weil das Pack an sich super, super geil ist. Es leben noch 2 andere Teams und beide sind hier. Den ersten holen wir mit der Sicken Pearl. Der hat ein Feuerschwert. Okay, pearlt er sich? Schafft er es? Ne, er schafft es nicht. Und der zweite ist hier. Den chasen wir mal kurz. Genau, der Packname von dem Pack ist auch relativ schwierig, besonders für Deutsche. Es heißt eigentlich Amethyst oder so. Amethyst. Und das ist so ein Schmuckstein, also ein Edelstein. Sollte euch das Video gefallen haben und ihr würdet gerne mehr MCP-Content auf Hive sehen, dann lasst doch gerne ein Abo da. Vergesst auf jeden Fall auch nicht, eine positive Bewertung dazulassen. Und das supportet mich immer mega krass. Ich bedanke mich heftig fürs Zusehen und freue mich auf jeden Fall aufs nächste Video. Bye!